Von diesem ersten Tag EU-Sommet bleibt man eng Überraschung zurückzubehalen. Es kann sein, dass die sogenannten Verbrennermotoren über den Horizont 2035 aber nach einer zweiten Chance kriegen. Und unter der Kondition, dass sie mit sogenannten E-Fuels funktionieren. Deutschland steht nicht mehr lange da mit der Forderung, der Technologie eine Chance zu geben, hat der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer. Das Thema Verbrennungsmotor und Möglichkeiten. Es ist auch ein Stück weit die Entwicklung der Zeit. Wir haben gesehen, dass wir in der Frage des grünen Wasserstoffs weiter vorankommen. Grüner Wasserstoff heißt, dass er ökologisch produziert werden kann. Deswegen mache ich meine Reise auch in Marokko. Die nächsten Reisen werden weiter Nordafrika auch bedienen im Sinne von, wir brauchen Produktionsländer, die das sicherstellen können. Aber diese Länder können nicht nur grünen Wasserstoff herstellen, sondern eben in Zukunft auch E-Fuels. Und deswegen aus diesem Zusammenspiel heraus und dem aus meiner Sicht nicht notwendigen resoluten Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, sondern wenn man den grünen Verbrennungsmotor sozusagen als zusätzliches Element zur Verfügung hat, um nicht abhängig zu sein bei der Elektromobilität nur von der Volksrepublik China, dann ist das, glaube ich, ein Mehrwert für die ganze Europäische Union. Position von Lützeburg als klar eng ärner. Ich habe just insistiert, dass man de Fit für 550 wirklich gehen hun als Ziel gehen hun und dass den E-Fuel den Lo als Argument geholget keine Alternative ist. Den E-Fuel soll benutzt gehen für Fliegere, für Boote, da wo keine Alternative gibt, wie du an der normalen Mobilität muss darauf wirklich die Ziele haben. Das ist eine Verantwortung, die wir heute tun, weil nicht all die Krisen, die wir haben wir einfach noch immer eine Klimakrise, die da ist, und die kann ich nicht einfach an den Eck drücken und so ein Hallo als die vergisst. Und die Ziele, die wir jetzt gehen haben, dürfen wir nicht einfach labern. Erstens, und zweitens, die Jungen, die auf die Straße gegangen sind, sie schon unerhielten Abwertungen, haben sie das Gefühl, von der Luft nach der, was man schon fertig spricht und zu summen, eins zu gehen, gibt es nach verwässern, da gibt es sogar nicht mehr um Politik leben und Engagement, die man holen. Heute werden sich die europäischen Staats- und Regierungschefen hauptsächlich mit den Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten beschäftigen, das nun zum Zusammenbruch vom Schweizer Credit Suisse. Präsidentin von der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, soll den 27. Rapport machen über die Stabilität vom europäischen Bankensystem.